Gestrandet im Weltraum geht's weiter hier bei Xenoblade Chronicles. Alter Schwede, und jetzt haben wir dicksten Plack gemacht. Dank Dunbans außerordentlicher oder ausragender Ausweichfähigkeit, nicht wahr? Und jetzt sind wir hier in die Weltraum gestandet. Keine Ahnung wieso. Und da vorne ist, also für mich sieht es aus im Mumka in Eisenface-Manier, aber ich frage mich wieso. Und ich hoffe, er ist nicht da, um gegen uns zu catchen, weil ich habe keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Also, einen Sansaplach machen und so. Wo bin ich hier zum Teufel? Und überall laufen, ist klar. Und überall Sauerstoff und so. Alter. Vor allem, die Sonne... Ja gut, könnte sein. Aber wieso Saturn? Verstehe, wo ist denn die Erde hin? Boah. Wir sind irgendwo im Nirgendwo total im Scheiß. Okay, gehen wir da hin. Und gucken mal, da ist irgendwie ein grünes Licht und da... Geist Mumka 79? Nein, wieso? Moment mal. Ich hab gar keine Monado-Waffen mehr. Scheiße. Aber wir können trotzdem was machen. Wollen Scherzen, oder? Kumpel, wieso müssen wir catchen? Mann, ey. Wow, man hat relativ viel Schaden. Ja, verdammt. Okay, ausgewichen. Naja, nicht wirklich. Geist Mumka. Okay, die wahre Herausforderung ist nicht, wie es aussieht, aber wir fragen trotzdem, was macht der hier? Das ist so übel. Ich meine, der hat so ein hohes Level. Das ist auch krasse Karten, Karten sage ich vor allem. Krasse Angriffe, aber trotzdem nicht mehr das, was er früher war. Alter, hatten wir doch so guten ersten Kampf gegen Mumka, gegen Eisenface, das war so übel. So, Mumka und tschüss. Nur 7000 Zwangspunkte? Ja, lame. Was soll das Ganze jetzt? Wieso gegen Mumka? Muss jetzt noch... Nee, bitte nicht. Muss nochmal gegen alle antreten. Also das nächste Licht da vorne. Was ist das für ein Licht? Keine Ahnung. Achso, es geht nicht weiter, okay. Er muss da hoch. Moment, sehe ich da was? Da geht's nicht weiter. Hey, ich muss da irgendwie da lang. Da geht's hier weiter. Ah, hier geht's weiter. Hä? Nee, doch nicht. Was zum Henker? Wo muss denn hin? Okay, hier ist er wieder fertig. Hä, bin ich hier angeschlossen? Schauen wir mal dahin, wo es geht, wa? Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nicht den leisesten Schimmer, wo es überhaupt weitergeht. Oh, da ist ein neuer Zielpunkt. Ist natürlich auch sehr gut, wa? Oh, kommen wir von daher. Ja, noch was. Ja, Preispunkt Saturn, dankeschön. Da geht's wieder nicht weiter. Hä? Moment, muss ich mir hier mal ein bisschen die Karte... Geht ja gar nicht. Verdammt. Auch im Umkast Geising da vorne platt gemacht, nicht wahr? Also die Frage, wo geht's hin? Ich sehe hier echt nichts. Nur irgendwie die Zielmarkierung, die Flagge dort oben, da geht's nicht lang. Ich stöße immer wieder gegen eine Wand. Naja, also gut, Mumka taucht auf, also müssen ja irgendwie auch in der Nähe sein. Xor zum Beispiel. Also, wo sind vielleicht die anderen? Nochmal gucken, können wir jetzt hier lang? Ne, ihr seht ja hier, geht's immer weiter, stoßen in eine Wand heran. Irgendwie krass. Aber okay, mit Schul bin ich noch dabei. Okay, wenn trotzdem mal das Team wechseln, dann war cool. Dann sind wir doch wieder mal Fiora rein. Das andere Kolonie 6 Team, nicht wahr? Okay, wo geht's? Da geht's auch nicht lang. Okay, Saturn geht irgendwie nicht mehr, wahr? Er hat gar keinen anderen Planeten hier. Da vorne noch etwas. Und wir werden immer weiter vom eigentlichen Ziel, ist ja nicht zu fassen. Ja gut, das ist auch ein großer Planet, gehen wir mal dorthin. Alter, was soll das? Ja, Reispunkt Saturn, dankeschön auch.
Geht's wieder nicht weiter? Hey, bin ich in der Sackgasse? Eine Schnellreise geht ja nicht. Hier können wir zwar hin, aber Gebietsliste wird munter auch nichts gehen. Nö. Geht alles nichts mehr, alles für den Arsch. Okay, wie kann man jetzt weiter? Dieses seltsame grüne Licht. Moment mal. Ein rotes Licht, das ständig auf das Grüne zugeht. Ist das ein Gebietswechsel hier? Da kann man also zu einem anderen Planeten. Ah, Tatsache, Alter. Und ich dachte schon, okay, jetzt sind wir am Jupiter. Ja, ist natürlich auch, also Weltraumkunde in spielerischer Maniere, wieso nicht? Ja, zuerst nächste, da ist natürlich Xord. Alles klar, Geist Xord. Von mir aus. Ein bisschen aufpusten. Beziehungsweise aufboosten, natürlich nicht pusten. Okay, Xord, was willst du? Nicht viel. Hey, hast du auch noch was? Hallo, Wine, Agro. Dankeschön. Ja, also, auch der ist irgendwie gar kein Problem. Mann, ey, Kumpel, wir haben keine Zeit dafür. Ich will endlich mal den ollen Alten möchte gern Gott platt machen. Daneben und geblockt, gut. Den Quatsch wieder. Und tschüss. Schwächling! So. Jetzt mir auch. Wo ist hier das Licht, wo ich wieder weiter teleporten kann? Ah, da oben. Ach, das ist Jupiter groß, hey. Das ist einfach glatt zur Erde. Müsste irgendwie. Oh ne, sage ich lieber keine Zahlen. Das machen wir hier noch ganz peinlich. Oder blamieren mich ganz übel. So, jetzt im Mars. Also eine weitere Strecke haben wir zurückgelegt. Hä? Telefia? Geist Telefia. Hä? Wieso? Was heißt die Reihenfolge? Weiß gar nicht mehr, Leute. Okay, natürlich Munka stimmt, danach kam Xolor, stimmt soweit auch, aber dass jetzt die Telefia kommen soll. Ja, also irgendwie finde ich es noch cool, dass sowas noch kommt. Die meinen, sind nicht unbedingt so stark, sprich, es dauert ja auch nicht so lange und eben eigentlich noch eine coole Idee. Ich wollte das Technik anbringen, wa? Die Löschung, aber erstmal gucken, dass ich hier. Mann, Wine! Zieht ein Agro auf ihn, bin ich da. Und hinten damit zustimmt. Wo ist jetzt hinten? Das kann nicht mehr. Ah, jetzt. Mein Telefon ist teilweise echt Mühe. Wo war der Löscher? Wie, der ist immun dagegen? Das ist ja auch selten. Okay, ein Telefon, bei der das nichts bringt. Na gut, ist ein Geist, ja, vielleicht deswegen. Ja, also wie gesagt, wenn ich es weitermachen, bei der Level 80. Ich habe ein bisschen zu viel trainiert, Leute. Obwohl, nee, gegen Drachenkönig war schon nötig und auch gegen Dixon. Obwohl, der Kampf war jetzt echt genial, muss ich zugeben. Da war echt Spannung pur, aber vor allem dann, wenn er mit seinem Ausweichrad, das ist einfach so übelst krass. Level up! Hä, vom Mars zum Mond? Der Mond ist gar kein Planet. Also doch schon, aber nicht so, dass man sagen könnte, ist egal. Wer bist du jetzt? Oh, Geduld, wir sind ein paar Level schwächer. Verdammt, müsste ich. Hätte Schala nehmen sollen. Entschuldigung. Ich muss sagen, mit Schala hier catchen, war. Gegen anderen hätte ich eigentlich mit Meli antreten müssen. Entschuldigung, bin ein bisschen zu ungestüm. Jetzt finde ich auch, hier braucht man gar keinen Tornado-Schaden-Waffen mehr. Oh, krass. Wahein, Jago. Ach, was soll's. So. Bringen wir es zu Ende. Ems! Aua. Voll stärkste Tag gemacht, trotzdem kaum Schaden. Und tschüss. Gar keine Chance. Okay, doch mal ein Teamwechsel. Schulklasse drin, Ryan kommt dafür raus und wie gesagt, wir müssen alle einsetzen.
Melia und Schaden schon lange nicht mehr. Ich sag mal ein Frauenteam machen, wa? Aber nicht mehr zu gefährlich. Hehe. Nee, nicht so gemeint, aber zu gefährlich wegen halt, weil er da zu wenig Kontrolle drüber hat über Techniken und so. Mit Dunban oder Schulge als Teamleiter kein Problem. Mit weiblichen, na gut, Fiora wird vielleicht noch gehen. So, bereits fertig oder was? Da fehlen noch ein paar, hallo! It's beautiful. Is that a ball of water? So, you finally made it, Shulk. It's you. What is it, Shulk? I cannot wait to see which path you choose. Let us meet again after you have made your choice. Welcome, Shulk. That voice. It's Zanza. But he looks different. I had planned to use the body obtained from Shulk as a vessel in which to dwell for the next millennium. However, I came to possess a great and unexpected power. Mayneth's Monado. Correct. In addition to my own Monado, which you kept safe for me, I was also able to obtain a second weapon which holds the power of creation. Now I possess all I desire. There is no longer any need for the life of Bionis. I must thank you indeed, Shulk. You were of more use to me than any of my disciples. Now that I have the Monados, I can forgive you your betrayal. Ha! You gonna give him a reward? Precisely. I will have him serve as my new disciple. You will be granted eternal life and unimaginable strength. Death will be but a fleeting afterthought. Are you so arrogant to believe that the High Entia... No. All life on Bionis are nothing but your playthings? Playthings? Yes! You don't know how it feels to have slain my brethren, after they had transformed into Telethia. What are you talking about? A Telethia is a High Entia's true form. I did not transform them. I returned them. The Telethia are mere cells from my body. I conferred intelligence upon them on a mistaken whim, creating a primitive life form, the High Entia. They enjoyed a brief existence as sentient beings. For that, they should be grateful. So this is the arrogance of a creator. As I planned, the life of Bionis existed simply to serve as my vessels and my food. Bionis is nothing more than an accumulation of their corpses and life energy. But though you feign omnipotence, the High Entia still confined you to Prison Island. That is how limited you are. Confined me? I was merely resting there for a while. I was wounded in the battle with Mayneth's vessel. I simply awaited the day when a new vessel, revealed to me in a vision, would be born. Until I was born. Precisely. I intended to inhabit your body and once again do battle with Mayneth. However, I had no idea that I would defeat her so easily. Mayneth. You did a great deed in granting me a new Monado. I will gladly take you as my new disciple, Shulk. Never! I don't want to be your vessel or your disciple. I just want to live my life as a Homs in a world without you! That is most regrettable.
You could have entrusted all to me and attained peace. But perhaps the vision of mortals will ever remain limited. Using one's power to change the world, that is a right possessed only by gods. Is that why you laid waste to Mechonis? Of course. Along with the beings called Machina, who followed Mayneth. They had evolved and become insolent under her protection. So you're saying us Homs are next in line, eh? You are correct. You yourselves have proven that Homs are a dangerous species. How unfortunate. I had a desire for friendship. But granting intelligence to the lives I created was a mistake. A god should not long for friendship. You're wrong! Maynard chose to exist alongside us. She grew to consider us her friends. You should have accepted that. But what you were hoping for was not friendship. You wanted worthless slaves. Our lives as food. Just as I suspected, it appears that I was mistaken to grant free will. However, all will soon be over. The Telethia will exterminate all life on Bionis. I will then create a new world. Just as I have done many times before. We will not allow it. We cannot. We will stop you! Hört, hört, Freunde! Und Alter, Sansa, ist einfach so eine beleidigte Mimose. Sollen wir bitte das Team wechseln? Ah, dankeschön. Okay, ja. Nee, ist alles. Ich nehme noch mal das Dream Team. Ich weiß, Melia, gut, wir haben eigentlich alle gesehen jetzt in den letzten Parts, seitdem wir der Hauptstory weitermacht, aber trotzdem. Rick wäre eigentlich auch geil. Nee, ich mach's so, brauchst das Dream Team. Es geht los, Leute! Der Kampf gegen Sansa! Schussgeist. Was? Level unbekannt? Ist man verarschen? Darf ich überhaupt noch? Ja, doch, das sieht auch gut aus. Hä? Der doch noch. Sind das jetzt zwei Dinger? Sansa-Wächter. Gucken, was sie drauf haben. Unterstanden, oh, ist natürlich scheiße. Ich bin mal spannend, kann ich die platt machen? Also sprich, muss sie überhaupt? Wir machen zumindest mal guten Schaden. Ist sie schon mal etwas? Oh, umgeworfen. Sehr gut. Ist klar, die Wächter kann ich umwerfen. Bei ihm geht es sicher nicht. Oh oh, die machen ganz schön viel Schaden. Und tot ist er. Relativ schnell. Alter, es soll so viel Schaden machen. Muss fast. Hört man das gerade? So, jetzt kannst du sehen. Alter, I can't see clearly. Monado-Fresser. Hey. Will er mein Schwert anknabbern? Noch ein bisschen was dagegen, Kumpel. Also bin ich sowieso gleich tot. So, da healen kann, könnte es ein bisschen dauern. Das war schnell. Wow. Das war knapp. Ist klar, für die Vision muss es da Monado rechts. Ey, wieso Monado rechts? Die klonen dann auch Monados? Das werden ja keins. Komm wieder zurück. Wir brauchen dich, Kumpel. So, dankeschön. Ich greife gerade keine an. Kannst du mal kurz die Wut steigern? Oder wieso eigentlich nicht? Ah, genau, das wollte ich eigentlich noch. Ja, noch Wächter platt machen. Meine Fresse. Wer auf den um? Leute, geht doch. Schade, weil vorhin mal heim könntest, weil ich habe nicht mehr genug, um ihn zurückzuholen. Ja, dankeschön. Mann, Schale, was treibst du die ganze Zeit? Du hast ja 4 Heilternen oder so und schaffst es trotzdem nicht. Jetzt muss ich ohne... Oh, scheiße, ohne unseren Tank gehen. Dankeschön. Ist aber auch eigentlich so lange zum Heilen. Ich meine, nicht zum Heilen, aber
ihn so drauf zu boosten. Wisst ihr was? Aktivieren wir ein Schild, vorsichtshalber. Man weiß es nicht. So, jetzt kommst du mal zurück, Kumpel. Schaller halt dich nicht, mach es halt selber. Ja, ich sehe es, ich sehe die Zukunft. Monado links. Achso, deswegen, jetzt natürlich auch. Entschuldigung, ich dachte die ganze Zeit, hey, wieso Monado links und so, aber ja, jetzt gibt es natürlich Sinn. Tollschild bringt sowieso nichts. Aber die anderen. Da kommt danach noch eine Attacke und dann umgeworfen, toll. Ja, ich habe nichts mehr zum Heilen, das Spiel vorbei, es ist vorbei. Ja, was stärker als erwartet. Das Team ist eigentlich gut, aber Alter. Mann, oh Mann, Schala kann es bitte mal, dass er wenig geheilt hat. Wieder mal das altbekannte Bild vorne, behalbe ich hier alle Heilmuster geben, die man so hat. Naja, wie es weitergeht hier im Kampf gegen Sansa, also man sieht schon, es in Verlängerung gehen. Die ist einfach so krass drauf und so, ich meine, der hat so viele Attacken irgendwie und dann irgendwie 1, 2 Mega-Attacken, der Rest eher ein bisschen Pillepalle und du denkst dir, ja, bist in guter Position und plötzlich wow und weg bist du. Mit einer Attacke ratzt du dich einfach so weg, hey, einfach so eine krasse Sau. Egal, den kriegen wir noch hin. Den kriegen wir noch, wir haben genug hohes Level. Ich überlege schon, ob ich vielleicht mal Rick wieder reinnehmen soll, aber das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen!